Die meisten Photovoltaikanlagen gehen auf den Dächer installiert. Wir gehen nur nach anderen Plätzen, wo es eventuell abrichten kann. Ja, mehr effektiv die meisten Anlagen, die sind auf Dächer, weil wir können die Subsidien zu frohen, muss Photovoltaikanlage. Also geht ein bisschen technisch, ob die Hülle von einem Gebäude, also auf dem Dach oder eine Fassade installiert gehen. Man kann aber auch zum Beispiel eine Anlage als Garten bauen, wenn diese Garten am Bauperimeter ist. Für eine Photovoltaikanlage am freien Parkkonto, die zum Beispiel in einer Geringzone ist, muss eine Genehmigung vom Umweltministerium aufrufen, was relativ schwierig und langwierig ist. Und da gibt es auch keine Garantie, dass das Anlage effektiv genehmigt wird. Eine Ausnahme ist Agri-PV, weil das soll weiter promoviert werden. Gut aus beim Flaschenverbrauch wie zum Beispiel bei Agri-PV Doppelbenutzung. 2023 sind Ausschreibungen für große Freiflächenanlagen in Kombination mit landwirtschaftlicher Nutzung gemacht gehen. Das ist also ein wichtiger Schritt für die Zukunft, weil es unserer Landwirtschaft in zusätzliches Einkommen bringt neben der Lebensmittelproduktion. In Deutschland steht schon viel von diesen Anlagen. Ein groß zum Beispiel zu Dirmingen, H4 in Deutschland, aber geschwindelt auch hier im Land.